Ja. Is mir will noch neben mit a Liedl, mit a Nigen. Sie doch verbringen darf man singen. Sergio, du kennst dem Reb Motele. Is lo mir noch neben verbringen mit a Liedl. Stell on den Mikrofon, Gaslin. Okay. Zoek de Reb Motenu. Agit morgen dir Gotenu. Neem op van ons de mekaas. Wel mir ton keidin vechidas. Neem op van ons de mekaas. Wel mir ton keidin vechidas. Oy. Tzadikim geyen bom, oy reshoyim fallen bom, bom biri biri bom, bim bom biri biri bim bom bom biri biri bom, bim bom biri biri bom. Zog der Rebbe Motenu. Agit dir Gotenu, der Tag is weg, ich hab alles gemacht, gib mir agite nach. Der Tag is weg, ich hab alles gemacht, gib mir agite nach. Oy, tzadikim geyen bom. Oy, reshoyim fal bom biri biri bom bim bom biri biri bom bom biri biri bom borim bom biri biri bom. Oi, danke, Sergio. Rebeliezer, ich sehe euch nicht. Ihr seid da? Ja, ich sehe euch. Oh, Anes, was wir sehen Sie. Ihre Freund, ich will für euch vorstellen, unser Lehrer von Teure. Wer es will lernen Teure mit uns auf Jiddisch, ist jeden Montag 12 Uhr Seger, treffen wir sich derweil virtuell. Efter wird man können zufahren zu Rebeliezer und lernen Ponim el Ponim. Aber unser Lehrer, unser Rebbe von Teure, wir haben ihn da und wir haben noch mit einigen, was meint verbringen, Farachosid? Was ist das verbringen? Von wem non verbringt? Bueno, erstens danke für die Einladung zu verbringen mit euch. Der chassidische Verstand vom Verbringen ist, dass man kommt sich zusammen. Man kommt sich zusammen mit anderen und man bringt zusammen die alle verschiedenen Aspekte vom Leben. Ist man trinkt und man esst und man singt und man sagt und man tracht und man weint und man lacht. Die alle Sachen bringt man zusammen und das ist ein Una Rickedl. Echt? Ja. Aber das ist schwer zu tun virtuell. Verstehe? Das ist schwer zu tun auf Zoom. Die anderen Sachen können wir dann zusammen. Wir können nicht tanzen zusammen, ja? Wir können. Ja. Ich kann sagen, die MSC ist gewähnt, Simchas Torah für Rayoden. Ist noch Simchas Torah gefragt bei Aida, Yedid. Wie ist gewähnt bei dir Simchas Torah? Sie sagt, es ist sehr schwer. Was? Weil tanzen allein, das ist gar nicht Quarantäne, tanzen allein ist sehr schwer. So, ich werde geheißen, tanzen allein. Sie sagt, ich mich mit wem zu tanzen. So, ich tanze mit sich, nicht tanzen allein. Das ist die Sache. Wir können tanzen mit sich alleine. Ja, das ist die Gedanken verbringen. Kommt zusammen. Und eins ist ein Aderoif von Chaneke, ein prächtiger Jontef Chaneke.
Und Chaneke meint Banayung. Und Chaneke kommt von demselbigen Scheurisch wie Chinuch, der Erziehung. Und Chanukah ist der Jontef, was zwingt uns zu erziehen, unsere Chaverim, unsere Kinder in Einiglich, zu einem Kampf, was wir noch geüben, mit über 2200 Jahren. Und das ist der Kampf gegen Assimilation. Was das ist der zentrale Punkt, die zentrale Ideologie in der jüdischen Erziehung. Wir wollen nicht sein Kechola Goyim, wir wollen sein Kechola Jiden. Das ist ein Zitat von einem jüdischen Poet Yankev Gladstein. Ich zitiere. Und das ist Chaneke. Was ist der Kampf gegen Assimilation? Von Mitzrayim seien wir entlaufen. Nicht gewollt sein wie sie. In solchem Land, noch Schleume am Melech, seien die 10 Schwotim dort gewinnt zum Zoffen, sich assimiliert. Malchus Yehuda hat ausgekämpft, man soll sich nicht assimilieren. Ob sie sich assimiliert und verschwunden. Die 10 Schwotten hat man weggeführt in Goles, aber in der Emessen, sie haben sich assimiliert. Wenn die Griechen kommen mit 2300 Jahren zurück, ob wir Juden sich bekennt mit einer anderen Kultur, was ist nicht gewesen, so gegen unser Glauben, seien wir hellenisiert geworden. Und der Emes ist, was die Philosophie hat uns verhabt und der Gymnasium hat uns verhabt und wir pflegen gehen, machen Gymnastik mit den Griechen und sie haben gemacht Gymnastik nackterei. Und wir haben sich geschämt zu weisen, unser Zeichen vom Bries. Und auf so weit ist es ergangen, die Assimilation, als in jenen Jahren, sich die junge Chevre, was sich gewollt hellenisieren, praktiziert eine Operation mit 2200 Jahren zurück. Epipasme, abzumecken dem Bries. Man soll nicht wissen, wer ist Ayid. Und das ist der Jontef, was wir feiern. Und Rebellieser wird uns reinführen in den Jontef Chaneke. Oi, wir will. Ja, ich habe probiert. Ich sage so, erstens ein größer Dank bei Bron. Ich will noch bemerken, ein paar Einzelheiten, wegen dem, was ihr gesagt habt, ein bisschen reintiefen sich ein bisschen. Das, was ihr sagt, dass Chaneke heutzutage mit Chinuch, mit der Erziehung, das ist eine von den Sieben, für was wir geben Chaneke Geld. Für was gibt man Chaneke Geld? Weil wir lernen die Kinder zu geben Meister von dem Geld, das sie bekommen. Eben gibt es ja Matone, kennen sie sich voneinander teilen, auf Sticklach. Aber mir gibt es Geld, auch zu sehen, Mechaner sein und zu erziehen, sie, als von dem Geld, das sie bekommen, als Matone, sollen sie weglegen, ein Heilig von dem abstocken. Das ist der Direktor sagt, eine von den Sachen von Chinuch und Chaneke. Jetzt, was ihr sagt, wenn ihr zu den Griechen, der Hellenisation, ist interessant zu bemerken, ein bisschen verbreitern, und das, was ihr gesagt, als die Griechen sind nicht gewöhnt gegen Wissenschaft, sie sind nicht gewöhnt gegen dem, was die Juden sollen angehen mit der Kultur. Sie ist gewöhnt, sie ist angegangen, ein Punkt von der jüdischen Kultur. Und das ist, als wir halten, als das kommt von dem Ebersten. Als wir halten, als das ist eine göttliche Sache. Der Pfarrer sagt mir, in Al-Hanissim, ja, was ist geschehen? In Al-Hanissim beschreibt mir, was ist dort gewesen. שבו
במי מתיסיו בן יוחנן כהן גל שבו, כשם דמחוסיו נרשו עמך ישראל, sie gewähnt Malchus, Jovan, die Griechen, was haben sie gewollt? Lehashkichon Teurasecha. Sie haben gewollt, als wir sollen vergessen, dein Teure. Steht nicht, dass sie gewollt, wir sollen vergessen, die Teure in allgemein. Steht nicht, Lehashkichon, es hat Teure. Lehashkichon Teurasecha. Sie haben gewollt, als wir sollen vergessen, auf dem, als die Teure ist eine göttliche Sache. Und sie haben gewollt, als sie sollen aufhören, Film das heißt, erstens Chukim, weil das eine der Mitzvahs, das haben nicht eine logische tut sie. Und Retzoinecho, was meint Chukim Retzoinecho? Weil eine Mitzvah ist doch ein Ausdruck von dem ebersten Willen, was ein Willen ist das höher wie ein Verstand. Es sind da solche Sachen, was ein Mensch tut, weil versteht, dass man darf sie tun. Und es sind da solche Sachen, was ein Mensch tut, weil will sie tun. Es hat nicht zu tun zu Verstand. Lauf darfke, als es geht an keinen Verstand. Aber es ist eine persönliche Präferenz, es ist eine persönliche Willen. Ist die Mitzvahs, die Griechen, hat sie nicht geahnt, als wir so tun Mitzvahs, was sie da in der psychologische, wie sagt man das, Justifikation, eine logische Berechtigung. Berechtigung, ja, wir soll geben, mit tut, so Marshall. Die Griechen haben nicht verstanden, wie kämen dienen zu etwas, was man sieht nicht. Man darf auch nach Getschke. Ja. In anderen Worten haben sie nicht gekannt, vernehmen, nicht gekannt, vernehmen, als du als eine Sache, als er tut, weil er will der Eberste. Nicht, weil es eine Sache, was Wissenschaft kann das berechtigen oder geben zu verstehen. Nur, was heißt, der Eberste gesagt und der Eberste will, das haben sie nicht gekannt begreifen. Und das haben sie nicht gekannt vernehmen, weil das ist gewesen, das ist gedroht, hat sehr eigene Lebensgang und sehr Kultur, was ist gebaut auf menschliche Logik. Das heißt, als der echte Sache ist der Mensch, der Verstand von den Menschen. Und das haben sie gewollt ausmerken. Und als kommt Chaneke, darf man sich noch einmal den Mann wegen dem, als das handelt sich, was ist da gewesen der Kampf? Der Kampf ist gewesen, so wie ich schon sagen, als Jüdischkeit ist gebaut auf eine göttliche Sache oder das ist eine menschliche Sache. Eben der Eberster tut es beschaffen, so machen es Semechanza, oder mir hat der Gott, was wir beschaffen auf unsere machen es Semechanza. Ist die Griechen haben gehalten, als alles dreht sich herum sie. Und die halten, als dreht sich herum dem Ebersten. Und das ist gewesen der Kampf der Mut. Und das ist echt bei Yom Yom Haim bis man das ist echt dieselbe Sache. Also da solche, was wir ausrahmen von Niedrigkeit, Göttlichkeit und sagen, das ist alles eine menschliche Beschaffung und wir Menschen das beschaffen und Menschen können das ändern. Ja, das ist, dachte ich, mit der Neshome von Chaneke. Lechaim. Lechaim, das muss man. Ich will euch trinken, Lechaim. Zum Badeuern können wir euch nicht besorgen, aber man muss. Beim Verbringen muss man trinken. Ich weiß für was. Für was trinke ich dem Lechaim? Für was? Weil mir erzählt ein Moschel auf dem. So mal gewesen ein König, und die hat einen Sohn, was ist zu lieb Umständen gefunden sich weit von seinem Palast und elend, ja, und einer allein und gewähnt dort in zwischen poschete Menschen. Und sie kommen nach gewisser Zeit, und sie wollten feiern. Sie gewähnt die Jungen Ledes von seinen Taten oder die Koronation von seinen Taten. Und die gewollt feiern, ist wie er sagt, können wir feiern einer allein. Weil stellen sich tanzen, können wir doch nicht. Ist ein Meile, aber die Menschen herum, weil nicht verstehen, wegen was handelt sich. Sie wissen nicht, wer sein Tate ist, sie wissen nicht, was eine Koronation ist, sie wissen nicht, was das bedeutet, und sie wissen nicht sein Jachas mit seinen Taten.
Was hat getan? Hat gemacht eine Bankette für eine ganze Mahlzeit mit gutem Essen und Maschke und sie haben angeheben, singen und tanzen zu lieb der Maschke. Hat gekannt mittanzen zu lieb der MS Simche, was gehabt bei sich in Tiefe nicht von Herzen. Und das ist der Moschel, was mir geht, was Chassidim trinken L'chaim. Wir kommen zusammen, wir will feiern, eine Sache, was sind schon befreit sich, aber der Körper ist doch wie sagt man, muy tosco, ist sehr grob und Prost. Ja, ist mehr, wie kann man tanzen in der Schamme an den Körper? Gibt man den Körper ein bisschen Maschke, ist der Körper ist zufrieden zu lieb der Maschke und bei mir lässt den Schamme tanzen, weil der Schamme will tanzen. Ist mehr, das ist der Sibbe, für was wir trinken L'chaim. Ich möchte aufzugeben, zu verstehen, für was trinken wir. Das ist ein prächtiger Teretz für L'chaim. Ist, weil Ronny so Veteran sind in dem Mikrofon und wir wollen alle singen 2 Lieder mit ihm. Die erste 2 ist eine, was ihr kennt sicher. Eine auf Jiddisch, Euchanike. Und noch dann wird singen mit uns Aschir, was Rebelliezer oder der Mond, und das wird sein, was hat ihr der Mond, Alanissim. Alanissim. Lass mir singen. Euchanike in Alanissim. Ronny, und Adam. Chanukah, oi Chanukah, Yom Tov Hasheiner, a lustiger, a freilicher, nicht noch a selber, alle Nacht in Dreivil spielen mir, Zudike Selatkes essen mir, alle Nacht in Dreivil spielen mir, Zudike Selatkes essen mir. Geschwinder, 10 Kinder, die Chanukah liegt Telefon, soll jeder was Wunder, basingen dem Wunder und tanzen freilich in Chor. Soll jeder was Wunder, basingen dem Wunder und tanzen freilich in Chor. Chanukah, oi Chanukah, Yom Tov Hasheiner, a lustiger, a freilicher Riton, a selber, alle Nacht in Dreivil spielen mir, Zudike Selatkes essen mir, alle Nacht in Dreivil spielen mir, Zudike Selatkes essen mir. ועל הגבולות, ועל התשועות, ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם הזה. על הניסים ועל הפורקן, ועל הגבולות, ועל התשועות, ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן, ועל הגבולות, ועל התשועות, ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימים ההם בזמן הזה. Bravo Ronny, Hashem Dank. A Februari, März, Hashem, weil wir im Auslernen singen auf Ashkenazisch. Und wird singen mit Gustavo Emos, was ist ein Mumche, auf zu singen auf Ashkenazisch. Und die Frage ist, Efsher Akashi, die Makkabeer haben gegessen, Latkes? No, pero mi Seide sí. Dein Seide bin ich sie. Mit Zicker, wie die polnische Jid. Das ist interessant, weil Bäumel, wir haben Neues getracht, die Latkes, aber das ist Ashkenaz, 500-600 Jahre, das ist Europa. Man hat sehr spät sich ausgelernt prägeln. Ich bin mesupek zu die Hashmonoim,
gegessen Papa Fritas. Das ist sicher, als sie haben nicht gegessen. Sie haben nicht gehabt, kein Kartoffel von Amerika. Und das Prägeln kommt rein in unsere Kultur sehr spät. Aber sie Geschmack. Ja. Rebellieser, Minogim für Jontef. Is dat zei, de Sibbe is dat nog een zaak. Erstens is dat de mitzvah van Chaneke, wat dat is zo zindende menoide. Is de menoide zint menoide met licht, oder mit Bäumel. Jede Nacht gibt man zu noch Lichterle. Und die Lernung da ist, als jeden Tag darf man zugeben Lichtigkeit. Das heißt, als jeder Tag, was der Ewigste gibt uns, Leben darf man das nutzen, auf zu zugeben, noch Lichtigkeit, nicht mal nuggenen sich mit was man hat schön getan. Vernechten ist gewinn genug 2, heim darf man haben 3, morgens 4, jeden Tag darf zugeben. Noch eine Sache ist... mit Hillel, weil Shammai hat getrachtet bis anders. Ja, Shammai hat gehalten, in der ersten Nacht darf man 10. 8, der zweite 7 und später 6. Also, bis der letzte Nacht sind wir einer. Für was? In der Gemorre gibt man zu verstehen. Jeder hat verstanden anders, was ist der Zweck von 10. Chanukah Licht. Ist Leute wie Hillel hat verstanden, darf man jeden Tag zugeben. Und Leute wie Shammai hat verstanden, darf man jeden Tag machen winziger. Für was? Was liegt hinter dem? Es hat 2 interessante Sachen. Zwischen Shammai und Hillel, eine von den Machleukesen, auf welches basiert, die alle protisdicke Machleukesen, ist doch bechlal eine Weltanschauung. Und das ist, was ist wichtiger? Eine Sache, was ist da Potenzial, oder eine Sache, was man hat schon erfüllt. Ja, der Moschel. Als ein Mensch hat bei sich in Cash $1. Wenn hat den Dollar? Also hat bei sich in Cash, oder wenn hat mit dem etwas getan? Ist Leute bei Shammai ist der Potenzial wichtiger. Und Leute bei Hillel ist, was man getan ist, wichtiger. Ja? Ist also, die erste Nacht von Chanukah ist das Potenzial 8 Tage. Die zweite Nacht ist schon durchgehender, ist jetzt das Potenzial 7. Ist Shammai halt, also die erste Nacht sind man 8 Lichter, weil sie da 8 Tage Chanukah. Leute, Hillel ist verkehrt. Was ist da, das was man hat? Heint ist da 1 Tag, hat man 1 Tag. Der zweite Tag hat man schon 2 Tage. Und der Fall halt jeder eine, was sie halten. Aber da ist da noch ein tieferer, sehr interessanter Gedanke. Und das ist Shammai und Hillel. Shammai und Hillel in allgemein. Verlässt die Telefone. Das ist bei Ron. Ist Shammai und Hillel stellen vor Chesed und Gvura. Shammai ist Gvura, streng, und Hillel ist Chesed, mehr offen, mehr breit, mehr Chesed. Ist bei Meile, ist der Fall gefunden, in allen Machlekes von Shammai und Hillel, ist bedarf klar, Shammai nimmt einen strengeren Zugang und Hillel nimmt einen leichteren Zugang. Das ist die Sache. Von was stammt das? Weil es dort 2 Vermessen, was ein Mensch hat in seinem Leben. Eine ist, zu entgegenstellen sich die nicht gute Sachen. Und eine zweite Sache ist, auf zu verstärken die gute Sachen. Ja, ist da Yemin Mikareve, so Smoil Deuche, Sur Meira, was sei Teuf. Beweitern sich von nicht gute Sachen und er sei Teuf von gute Sachen. Ich Shammai halt, als die Iker ist, zu beschützen sich gegen nicht gute Sachen. Ist der Fall halt, als der erste Nacht sind man an 8 und später 7 und später 6, für was? Weil ein Mensch darf sich vermessen mit einer nicht guten Sache, kommt es schon schwer. Kann er aufgeben, kann er sagen, dass ich mir sein, ich kenne es, ist zu schwer. Sagt dem Shammai, Kol hat Chalot Kashot, Kol has Choles Koshes. Das andere wird das erste Mal ist schwer. Später wird geringer und geringer und geringer und geringer. Bei das ermutigt den Menschen, er soll nicht aufgeben, er soll nicht enttäuscht werden von der Schwierigkeit, was sie da in hat. Ja, Moshe macht eine Dieta. Sehr schwer. Oder eine will reichern. Sehr schwer. Aber mir sagt ihm, dass mit der Zeit, wenn geringer, gibt es ihm den Mut, also er soll anhalten mit dem. Hillel, ja, bei Hillel halt verkehrt. Also die Iker-Sache ist, tun gute Sachen. Ist dort nicht verkehrte Psychologie. Ein Mensch will tun eine gute Sache, trachtet zu sich, okay, ich will tun eine gute Sache. Was soll noch nicht sein? Ich will einladen, Menschen so kommen da, gehen mit mir voneinander teilen, Schicht zu eurem Leid. Okay.
laden rein die ganze Stadt. In der ersten Tag kommt ein Mensch mit dem. Sagt keiner ist interessiert. Ich will aufgeben, ich will dann abeinander sagen. Sagt ihm, hier, gib nicht auf. Der erste Mal wird kommen einer, der zweite nach 2 und später 3, 4. Aber du bist anhalten mit dem, ist mit der Zeit, es werden lichtiger und lichtiger, mehr und mehr. Das ist eine von den Anweisungen, der Machleke zwischen Shammai und Messila. Das heißt, Shammai sagt, dass die Iker Dogisch ist, auf zu entgegenstellen sich negative Sachen, ist dort und darf man geben dem Mut, als man soll nicht enttäuscht werden, wie schwer das ist, weil das ist nur ein Anheb. Später wird geringer. Und bei Hillel sagt, die Iker Sache ist, auf zu tun gute Sachen, und wir können enttäuscht werden, als das Resultat ist sehr mager, sagt man, wenn ich enttäuscht, halt an, und mit der Zeit wird werden mehr und mehr und mehr und mehr. Lechaim. Lechaim, Lechaim, und derweil, weil wir singen, Aneire Salalu, Ronny, ich will dir es übersetzen, Aneirot Alalu, lo mir hören von dir. Wo bist du, Ronny? Okay. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Anu madliki, ועל התשועות, על המפלגות ועל הגבולות, הנרות הללו, אנו מדליקים, הנרות הללו, אנו מדליקים. Men fragt, was ist a Teretz? A Teretz ist a Berechtigung, an Interpretatie und a Berechtigung von a Thema, was über ihr können diskutieren. Und unser teierer Freund Rebbe Eliezer gegeben a Teretz, für was man trinkt Lechaim bei a Verbringen. Und die andere Frage weiß ich nicht, wo das ist. Oh, nicht wichtig. Und neu wir so einander Rebbe Eliezer hat darauf gestellt für YouTube einander nicht. Was sind da verschiedene Formen. Rebbe Eliezer, für was sie gewinnen so wichtig die Reinkeit im Beis Hamikdash? Was hat man... Der Reinkeit? Ja. Was haben die Griechen gewollt, reinstellen Chaserim, gewollt Paschen Chaserim im Beis Hamikdash? Gut, das ist einer von den Punkten, was mir viel gelernt hat, also, was haben sie getan, ist, als die Hashmonaim, die Makkabim, rausgetrieben, die Jevonim von Eretz Yisrael, und sind reingegangen in Beis Hamikdash, auf zu wieder einfinden, die tagtägliche Avoide, haben sie gefunden, als die Jevonim haben mit Tame gewähnt, die ganze Beis Hamikdash. Was meint mit Tame sein? Mit Tame sein, nicht schmutzig machen in den physischen Sinn, nur in den geistlichen Sinn. Sie gemacht umrein. Was mit umrein? Umrein voll mit Getschkes und sie haben genommen die Bäumel, was mit genutzt auf die Bäumel, was mit gedacht haben, auf zu tanzen, die Meneder, haben die Griechen nicht ausgegossen. Sie haben nicht vernichtet, die Bäumel, sie haben nur angerührt. Was es gewinnt dort, haben sie gehabt, eine ganze Reserve von Bäumel, was hat gehabt, das Siegel von dem Kohen Gadol. Und sie haben nur dort einen zerbrochenen Siegel und Meile ist der Inhalt von den Botschkes
nicht die Botschke, sondern die Charon, wie sagt man das, nicht der Botschke, okay, der Kreis, wie sagt man, von Beimel, A Krug. von Charon, a Krug Beimel, ist gewesen mit dem Siegel von dem Kohen Gadol, um sie das zu brauchen. Und Meile ist der Inhalt, der nicht gewesen, dass man nicht gekannt nutzen für die Menüde. Für die Menüde nutzen spezielle Beimel, was ist gemacht geworden, nur der meisten Tropfen von jedem Oilbeard und die haben das gemacht und gedacht, ein Zustand von Tare. Ja, Ismail wollte es genommen 8 Tage, als soll man kommen neue Beimel. Sie haben gefunden ein Kriegelbeimel, was auch gehabt im Siegel von dem Kohen Gadol intakt, aber sie gewinnen genug, auf zu duren einen Tag. Und sie wollte gedauert 8 Tage, auf zu bekommen eine neue Reserve von reinen Beimel, rein in dem geistlichen Sinn, ja. Das ist der ganze Meister von Chanukah. Also in der Stadt duren der Beimel, duren eine Nacht, hat gedauert 8 Tage. Jetzt da ist auch die große Frage, ich weiß nicht, wir reden jetzt oder später, für was feiert man in Basel 8 Tage Chanukah? Wollte mir gedacht feiern 7 Tage Chanukah, weil auf einen Tag ist gewähnt genug Beimel. Die Nest ist gewähnt 7 Tage, also es gedauert 8 statt 1. Ist für was feiert man 8 Tage anstatt 7? Eine gute Kasse. Ja, aber wir zurückkommen zu dem. Ich will noch rausbringen einen Punkt, als die Griechen nicht ausgegossen der Beimel, sie haben angerührt. Für was? Weil Beimel bedeutet, der Beimel und die Menüde in allgemein bedeutet Lichtigkeit. Nicht nur physische Lichtigkeit, nur geistige Lichtigkeit. Der Pfarrer als Schleimer Melech hat gebaut im Beis Hamikdash, hat gebaut die Fenster, als es ein Gewinn schmaler inwendig und breiter in Drüsen. Bei der klar, als man baut ein Fenster, baut man schmaler in Drüsen und breiter inwendig, weil man stellt das Fenster, als die Lichtigkeit von Drüsen so beleuchten die inwendig von Stub und Lichtigkeit hat die Natur, als sie zu spreit sagt. Das Meile macht dem Fenster breiter inwendig und schmaler zum Drüsen. Im Beis Hamikdash ist es gewinn verkehrt. Es war Schkufi Matumim. Es ist gewinn schmaler inwendig und breiter in Drüsen, als zu bedeuten dem Gedanke, als die Fenster von der Beis Hamikdash seine Geburt geworden, nicht als die Lichtigkeit von Drüsen, so beleuchten die inwendig von Beis Hamikdash noch verkehrt. Als die Lichtigkeit von Beis Hamikdash soll rausgehen und beleuchten die ganze Welt. Versteht sich, aber das wird sich nicht wegen einer physischen Lichtigkeit, nur die geistige Lichtigkeit, was sich ausgedrückt physisch in der Lichtigkeit von der Menüde, die Feier, das heißt die physische Lichtigkeit von der Menüde, hat bedeutet die geistige Lichtigkeit, was hat von dem Beis Hamikdash verspricht sich über die ganze Welt. Ist das haben die Griechen gewollt anrühren, nicht vernichten. Sie sind nicht gewollt vernichten jüdische Wissenschaft und jüdische Seichel und Kultur. Sie haben nur gewollt geben einen griechischen Anrühr. Aber das soll sein mit einem Ingredient, mit der Komponent von der griechischen Apikursis. Das haben sie gewollt. Sie ist nicht ein Jid zu lernen teure, aber soll das sein wie ein literarisches Werk von Menschen und nicht von dem Ebersten. Das haben sie gewollt. Nicht vernichten, anrühren. Der Pfarr, sie haben stark respektiert in allgemein die jüdische Kultur. Aber so weit, als sie haben übergesetzt, die Teure auf Griechisch, was die Septuaginta. Ja. Sie haben gewollt lernen, das, was die Juden lernen euch. Ja, ist ein Mail. Ja, wenn ihr wollt, kann man zurückgehen mit dem ganzen, mit dem Schein, von was ist 8 Tage, nicht 7. Jetzt später, wenn ihr wollt, kann man zurückkommen zu dem. Lass mir koinem Kol besingen dem Beis Hamikdash. In Sergio wird uns singen. Gut. שיבונה בייס המקדוש במהרה וימינו ושיין חלקנו בצעיר עשיך שיבונה בייס המקדוש במהרה וימינו ושיין חלקנו בצעיר עשיך
שיבונה בייס המקדוש במהרו ויומנו ושיין חלקנו בצוירוסך 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 Adank, Sergio. Bravo. Rebeliezer ist Tage farvos achtig. Okay, sehr gut. Ist dem ist da einer, was hat geschrieben als Sefer, Ner le'echad, Ner le'meya. Ner le'meya. Ja, was dort gibt 100 Teruzim auf der Scheile. Aber der erste, was mir weiß, hat gefragt die Scheile, given the Beis Yosef, Rabbi Yosef Karo, ja, das hat geschrieben, der Shulchan Aruch, vor dem hat geschrieben, ein Kommentar auf die Turim, auf den Tur, und dort fragte die Kasche, und so gibt 3 mögliche Teruzim. Ein Teruz ist, als Beschasim gefunden dem Kriegel Beimel, haben sie gesehen, dass es genug auf eine Nacht, haben sie es voneinander geteilt auf 8, was sie gewusst, dass es nehmen 8 Tage, wir sollen können zufahren, wo wir Macht die Bäume und zurückbringen, oder verschiedene andere Sibes, was sie genommen 8 Tage. Haben sie genommen die Bäume und sie haben das voneinander geteilt auf 8, und jede Nacht, anstatt es soll brennen, nur ein Achtel, hat gebrennt die ganze Nacht. Und jede Nacht schon gewinnen es. Das ist eine. Das zweite ist, dass sie ungefüllte Menüde mit den ganzen Bäumen, und der Kriegel ist geblieben voll mit den Bäumen. Es hat sich nicht ausgeledigt. Ist ein Mädel schön gewinnen es gleich, am ersten Tag. Und dann noch ein Hesbergitter, was kann sein, als ungefüllte Menüde mit den ganzen Bäumen, und angezündet. Und auf morgen ist die Menüde gewinnen voll. Das heißt, als die Bäume sich nicht ausgewebt. Bei Meile ist jeder Tag von die 8 Tagen ist gewinnen anders. Der Rebbe fragt auf dem, analysiert die alle 3 Entfers und fragt Kasches auf alle 3 und kommt miteinander Hesber auf zu verstehen, tiefer eine von den 3. Man sagt also, Eba sei, Leute die 3, ich wusste gewinnen die Grace Ness. Sie schon gewinnen früher die Nissi. In anderen Wörtern, als die Bäume so bleiben länger, so brennen länger wie normal, ist schon gewinnen Basara im Menu. Und sie kann ihm sagen, Basara gibt Stunden Schabbeslicht, jeden Freitag, und sie hat gedauert, gebrennt die ganze Woche. Wenn sie ist weg von der Welt, hat sich umgehört. Wenn Rivka ist zurück rein in gezählt, noch einmal geworden dem Nest. Bei Meil ist es mich einmal als Sache, als die Beimel soll dauern, länger wie normal. Und noch so lieb, eine Nacht, Eben soll sagen, als die Beimel hat sich angefühlt, das heißt, als in Kriegel hat sich nicht geledigt, das ist irgendwann bei Elisha mit Isha Shunamis, wo sie hat gesagt, er soll nehmen die ledige Kelim und angefüllt mit der Beimel und sich angefüllt, Anashir, ist der Nesse schon geschehen. Es ist eine neue Sache bei Chaneke. Ja, ich meine, was ist da der Nice, der Chidush von Chaneke. Später sagt der Rebbe so, wir kennen, ist also, die 3, die Wegen, ich sage der Rebbe, dass der Pshat ist, nicht, dass ungefüllte Menüre mit der Beimel und es hat sich ungefüllt, also es ist sich verbrennt an Achtelchelik. Ja, weil da ist dort 2 Wegen, wie zu sehen dem Nest.
oder sie gewinnen ein Nest in der Kamus von der Beimel, das heißt, als mit ausgelegtem Kriegel Beimel, und es ist geblieben voll, und das ein Nest in der Kamus, in der Quantität von Chos, in der Qualität von dem Beimel. Anstatt es soll ausbrennen in einer Nacht, hat es gedauert 8 Tage. Es gewinnt ein Cambio, ein Schinui in der Qualität, in dem Echos von der Beimel. Sagt der Rebbe, aber in die beiden zwei Sachen setzt man nicht den Nes die ganze Zeit. Sagt der Rebbe, ist also, was? Weil was sie da eben sagt, als die Nes ist gewinnt die Quantität, das ist schon gewinnt bei Elisha, ja. Und zweitens, als mir legt rein, oder die Beimel in die Meneure, setzt nicht kein Nes. Wir setzen Beimel, weiß nicht, wann das ist gekommen. Ja, der Nes ist in einem Moment, und später setzt man nicht, von wann der Beimel sie kommen. Mir sagt in der Qualität, ist der Nes Tage gewinnt in einem Moment, und wir setzen die Tezoe von dem, weil die Bäume duert mehr in ausbrennen sich. Ja? Sagt der Rebbe, der MSC ist da ist gewinnt eine andere Sorte Nes. Was ist der Nes? Der Nes ist also, weil der Rebbe fragt ein paar Scheiles. Erstens ist das mit 10 Tonnen die Meneure, darf er sein full. Kann man nicht sagen, als jeden Tag hat sich ausgebrennt ein Heilig von dem, und es ist geblieben nicht full. Oder man darf uns in die Meneure mit Shemen Zayis, nicht mit Shemen Nes. Bemeile, man muss haben Beimel, natürliche Beimel von einem Oilbeard, sie kommt von einem Nes, das ist nicht gültig. Sagt der Rebbe also, da ist gewinnt ein spezieller Nes. Was ist gewinnt der Nes? Der Nes ist gewinnt, noch eine Sache für der Rebbe. Wir sehen doch bei Sneh, bei Moshe Rabbeinu, ja, es gewinnt der Feuer, es gewinnt in der Sneh, was Sneh in der Ukol. Der Feuer hat gebrennt in der, wie sagt man das Sneh? In dem Dorn. Wie? Dorn. Die Kuste. Ja. Und mit nicht verbrennt, das heißt, wenn ein Nes einmal geschehen, was ist der Kiddush von Chanukah? Sagt der Rebbe, sehr interessante Sache. Der Nes ist da anders wie die alle anderen Nissen. Was? Weil der Beimel hat sich nicht geändert. Sie gewinnen natürliche Beimel. Und es nicht gewinnen nicht mehr und sich nicht geändert in der Natur. Und der Feuer hat gedacht, kommen von der Beimel. Das heißt nicht wie bei Moshe Rabbeinu. Dort in der Feuer hat die können sein in der Sneh, in der Dorn, wie sagt man, der Dorn. Dorn und nicht verbrennen. Dorn. In der Dorn. Und nicht verbrennen, weil die Feuer hat nicht gedacht, kommen von der Dorn. Der Feuer ist gewesen ein Nestfeuer und es nicht verbrennt der Dorn. Aber bei den Meneure, der Feuer muss kommen von der Beimel und nicht verbrennen die Bäume auf derselben Zeit. Das ist ein spezieller Nes. Das heißt, nimm nach einem Neues. Das ist eine Unmöglichkeit. Weil eben der Feuer, wie sagt man, wie sagt man, geniet. Der nährt sich. Eben der Feuer, der nährt sich von der Beimel, darf die Bäume werden vernichtet. Und als nicht, ist da etwas an Nes. Das ist gewinnt der Nes. Als die natürliche Beimel, der Feuer hat sich der nährt von der Beimel, was? Der nährt von der Beimel und nicht vernichtet der Beimel, das ist gewinnt der spezielle Nes. Und das gefindt man bei ihm ist gewinnt in einer gewissen Sinne in der Beis Hamikdash. Man sagt das, Mokim ha'oren eine min amida. Als der Orden Kodesh hat doch gemosten 2,5 Ames auf 1 Ame und 1,5, ja. Und der Kodesh HaKadoshim hat gemosten 10 Ames auf 10 Ames. Ist als wir gemosten von einem Wand zu dem zweiten, ist gewinnt 10 Ames. Der Orden mit der Luches ist gewinnt in mitten Kodesh HaKadoshim und als wir gemosten von einer Seite von dem Orden zu der Wand und von der zweiten Seite von Orden zu der Wand hat gemosten 10. Nicht 10 winziger 2,5, nicht 7,5. Das meint, es ist gewähnt und nicht gewähnt dieselbe Zeit. Das heißt, das ist nicht nach dem Neues, es ist unmöglich, natürlich so eine Sache. Und das ist gewähnt die spezielle Nes von Chanukah. Als der Beimel, die ganze 8 Tage, ist gewähnt der natürliche Beimel, der Feierlach
haben genährt von den Bäumen und die Bäume sind vernichtet geworden. Das ist gewesen ein spezielles Nest. Da man will, kann man später sagen, für was der gemacht hat, das spezielle Nest. Aber derweil, was lernen wir? Wie kann man kriegen, als die Verbindung auf Zoom soll nicht übergejagt werden? Man darf gefunden, Asamin Nesoich, weil eine Verbindung ist nicht kein gute Rebelliese, nicht wichtig. Ronny, was es sagt sich über? Ronny, Sí. Mao Sur, sehr interessanter Himmel. Man weiß, dass viele, wer es so den Song geschrieben, daneben kann sein anders, nicht wichtig. Remotche Benitzchok Alevi, man sieht dem Achrosik, dem Monat von der ersten Oisies für jede Strophe. Man sagt, dass hat euch geschaffen, dem Majufes nicht. Aber keiner weiß es nicht genau. Ronny, Mao Sur, Ahimen. Mao Sur Yeshuati, Lechanae, Leshavea, Tefilati, Vesham Toda, Nezavea, Letachim Madvea, Mitzaram Navea, Azekmor, Beshir Mizmor, Chanukah HaMizbeya, Azekmor, Beshir Mizmor, Chanukah HaMizbeya. Koyach, Dank Ronny, Aleb Navdir. Der Lebni Berajor nicht ärger. Rebelliese, Riro, das letzte Wort. Ist alle Themen, wo seinen euch verbliebenen Keschene? Will immer etwas fragen. Ja, das ist sicher. Wer es will fragen, kann er fragen oder anschreiben, eine Frage in Schmueskessel auf dem Chat. Okay. Is dem ist also, zu Ende was mit früher gerät, ist, was lernen wir von dem Nest, ist die Sache, was meint ein Nest? Ein Nest ist eine Sache, was mir tut, nicht natürlich, was wird getan, nicht natürlich. Ist ein Mensch kann bei sich im Leben echt machen an Nest. Und zu lieb dem, was die Juden haben sich damals, was meint machen bei sich an Nest, ein Mensch führt sich auf, nur Leute, wie versteht und fühlt, das heißt, aufführen sich in einen natürlichen Weg. Ein Mensch tut eine Sache, was geht weiter und höher, wie versteht und fühlt, das heißt, übernatürlich, das ist über seine Natur. Wie bald die Juden haben damals, in der Zeit von Matisyahu und die Makkabim, haben sie sich aufgeführt mit Messirus Nefesh, das heißt, gegeben die Leben auf dem und gegangen weiter wie die Seichel und die Gefühle, hat der Eberste sie echt ausgedrückt an Ness in einer sehr speziellen Weg. Das heißt, das ist nicht gewesen ein kleiner Ness, es gewesen ein Ness, was hat ausgedrückt, sehr Zugang. Ja, sie haben sich aufgeführt, als der Eberste echt gemacht an Ness, soll herausbringen, die spezielle Schuss, was sie haben gehabt, was hat verdient hat das an Ness. Und das ist echt, jeder eine von uns kann tun in unser eigenes Leben. Wir können alle leben in einem begrenzten Weg, Leute wie ausgemosten, Leute unser Verstand und unser Gefühl. Oder wir können sich auffinden in einem Weg, was geht weiter für unsere Bequemlichkeit, was ist gemosten, Leute unser Verstand und unser Gefühl. Und das ist eine von den Lernungen von Chanukah. Als man darf sich aufführen in einen nissim-dicken Weg, in einen übernatürlichen Weg. Nicht nur, was man versteht und man fühlt und macht uns bequem, nur rausgehen von dem Sonne der Komfort, rausgehen von der eigenen Begrenzungen, auf zu tun, Sonne der Komfort ist los, gedenkt.
Nee, weil Is een mail is, ja, dat is een van de leerlingen. Nog een zaak, een interessante punt, dat is zeer wichtig te bemerken. Ihr seid sicher alle bekannt mit die alle Chanukias, die riesige Chanukias, was Chabad stellt auf in de Gassen und in die Plazas. Noch was sie das also, für was tut man das? Denn es ist einer von den Punkten, einer von der, das heißt, der Ziel von Zinden der Menorah ist Persume Nisa. Als man soll mefarsam sein, der Ness, was ist geschehen. Der Fahrt zinden mit der Menorah oder beim Tier oder beim Fenster, was geht zu der Gas, als Menschen in Gas so können sehen die Menorah und werden bewusstsinnig von der Ness, was ist getroffen. In anderen Wörtern, das ist der einzige Mitzwe, was wir tun in einem Weg, was soll beeinflussen den drüsendicke Gas. Und in dem Jahr 1974 ist eingefallen bei einer von der Rebbe Schluchim, auf zu anzünden am Menorah in Gas. Und hat das angezündet in Philadelphia in Anwesenheit von dem Campana de Libertad, the Liberty Bell, the Glock von Freiheit. Ist ein Mädel, das ist sehr symbolisch, ja, was bedeutet, dort ist gewähnt, was ist geboren geworden, die Demokratie, der Amerika beklau. Und dort hat gezündet die Menorah. Und von dem zu bis nach einem anderen das getan, aber im Jahr 85, 86 hat der Rebbe gebeten, man soll das tun überall. Und von dort ist gewähnt weiter und weiter. Und heute ist ja in Stockholm kein Stadt in der Welt, wo dort da Iden, was mit sind nicht der größte Menorah, auf zu mefarsam sein, das in einer breiteren Weg. Und das ist mir sehr interessante Sache zu bemerken. Das ist nicht nur ein von Propaganda, das ist eine Sache, was die Schamme von den Menorah. Also nicht nur beleuchten die Gas, nur der Gas soll sein ein Mocker auf beleuchtende Welt. In anderen Worten, man nutzt die Gas auf zu beleuchtende Welt mit der Lichtigkeit und der Heiligkeit von der Chanukah-Licht. Das ist sicher habt ihr alle mal gesehen, aber nicht verstanden, für was man tut das. Das ist der Sibbe-Fader. Und zum ersten Mal wird der Ivo in Buenos Aires anzünden auf dem Dach, auf der Terrasse von beneiten Binien, die Jugendgruppe beim Ivo, die Gruppe Nechome, wird anzünden zum ersten Mal die Chanukah, a Chanukah-Lampe auf dem Dach von Ivo das Jahr. Und Montag, für die, welche seinen in Buenos Aires und speziell in Villa Crespo, wird man tanzen, genau bei mein Tier, Scalabrini Ortiz zwischen Camargo und Padilla, wird man Montag bei Nacht feiern Chanukah auf der Gas. Und Tomer, ihr seid im Punta del Este, Montag, seid eingeladen zu uns in der Menorah in der Plaza La Bandera dort und fahrt die Dedos. Die dort wird sein, die Intendente wird sein, mit Hashem, Antia wird kommen und mit dort feiern, Chanukah, Komodios Manda, Mittwoch in Montevideo. Wie Gott hat geboten, sagt man. Und wir werden es machen in Villa Crespo. Und jeder mir gesegnen sich, wird Sergio singen ein jüdisch Lied und uns teilen, öfter wird uns teilen, etwas interessant. Sergio, komm her. Ihr weißt verwusst, weil Jiddisch Rätsel so schön. Jiddisch ist doch Mulechein. Jiddisch reden, Tates, Mames, Seides, Babes, in Adera beprieft auf Gohizung geht Shabbos. Jiddisch Rätsel so schön. Jiddisch ist doch Mulechein. Usteigen die Leschoyenes, viele andere Mekoimes, als Jiddisch Rätsach so schön. Umarabayes ist doch am Chaye,
wenn a jüdische Riedret hat azoi. Es redt sich etwas geringer, me dreht doch mit a Finger. Jiddisch redt sich a bisschen mit jen, Jiddisch redt sich also schön, Jiddisch ist doch Mulechein, Jiddisch reden, Tate sei des Babes, in der beprieft auf Gohizum geht Shabbos. Jiddisch redt sich also schön, Jiddisch ist doch Mulechein, wo steigen die Lechoinen? Oi, von anderen Mekoimes, als Jiddisch, redt sich also geschehen. Und in Chanukah beit man, was beit man in Chanukah? Chanukah Geld. Ihr weißt, für was? Nein. Weil Gimlein Lametes, auf dem steht die Welt. Geld, Geld, mein Success, du bist festgestellt. Jeder darf es in erneut, dir Geld zu kaufen Brot. Fin Geburtstag bis heute ist Geld, Geld, Geld. Gimlein Lametes, auf dem steht die Welt. Geld, Geld, mein Success, du bist festgestellt. Jeder darf es in erneut, dir Geld zu kaufen Brot. Fin Geburtstag bis heute ist Geld. Geld, Geld, gib mir Chanukah Geld. Aber das, was Rebeliezer oder erklärt, wie der ziehen Kinder mit Chanukah Geld, das darf sein unser Ziel dem Jontef. Rebeliezer, Ayasher Koyach, Hashem Dank, und ihr habt das letzte Wort. Ja, ich wollte danken, Sergio, für verlernen uns wegen Geld. Gib mal ein Lametes. Die sagt mir bei uns, als Geld ist Blotte. Es ist aber Gematria. Die Gematria von Geld ist Blotte. Sagt mir, Geld ist Blotte. Aber Blotte ist nicht kein Geld. Absolut, absolut. Ist ein schöner Dank für Ihr Beitrag. Dass Sie gewinnen, ein Jontef dicker Tisch, ein Verbringen mit Rebeliezer. Sonntag haben wir noch ein Jontef. Was? A großen Dank für eine freiliche Chanukah. Ein freiliche Jontef. Aber für Chanukah haben wir noch eine Feierung. Sonntag, 12. Säger, Argentiner Zeit, feiern wir 1000 Programme von der neuen jüdischen Show. Ein Programm, ein Radioprogramm, was der Rivo Tonge mit 29 Jahren zurück. Wir wollen machen eine Feierung und noch neben die Feierung von 30 Jahren die neue jüdische Show. Chevre Agut Jontef. Und weil wir oben da Ronny, das ist unser Chanukah-Programm von den jüdischen Kolonisten in Entre Rios. Für die jüdischen Kolonisten in Entre Rios, Baron Hirsch und Ronny zusammengestellt a Chamarita. Das ist ein Tanz. Und wir wollen tanzen zusammen una Chamarita, Maestro. Schönen Dank, Eva. La chamarrita que con todos compartimos viene del alma y es de Entre Ríos. La dedicamos a nuestros gauchos judíos y la cantamos con la voz y el corazón. A los pioneros que llegaron desde lejos, hombres, mujeres, niños y viejos, cruzaron mares y arribaron a nuestras tierras y se sumaron al crisol de la nación. Chamarrita de Entre Ríos, hoy sos la voz de esos bravos gauchos judíos. Entre mates y canciones, Zeides y Bobes evocamos con amor.
Marrita de Entre Ríos, hoy solamos de sobra gauchos judíos, entre mates y canciones, Seides y Boves evocamos con amor. Domínguez, Alcaraz, Concordia y Villa Clara, Baza, Bilbaso, más Paraná, dicen presente a la histórica patriada de juntar fuerzas en pos de la creína. San Salvador, Gualeguaychú y Gualeguay, junto a Víctor y Villaguay, sumadas a Concepción del Uruguay, son compromisos para la continuidad. Marrita de Entre Ríos, hoy son la voz de sobra gauchos judíos, entre mates y canciones, Seides y Boves evocamos con amor. Seides y Boves evocamos con amor. Seides y Boves evocamos con amor. Asheinem Dank, Ronny, Asheinem Dank, Sergio, hartlichen Dank, Rebeliezer, a Dank Dalia und Silvia für die technische Leitung. Das ist unser letzter Jiddisch-Tisch von dem Jahr, dem letzten Mittwoch von März, eben wir haben 2021. A gut Jontef und nur auf Simches. Seid gesund und stark. A gut Jontef alle. Amen. Bravo, bravo. Gesund und stark. Amen. Seid gesund. Seid alle gesund. Seid